Als ADR-Deputierten werden wir ein konstruktiv, ein fair, aber eine harte Oppositionspolitik machen. Mehr hart wie an der Vergangenheit. Wir wären vielleicht an der Vergangenheit ein bisschen zu viel brav gehen. Wir werden die Regierung an alle Frauen, die sich mit diesem Wahlprogramm am Anklang fallen, voller Gangs unterstützen. Aber bei allen anderen Frauen werden wir am Sinn von unserem Wahlprogramm eine harte, aber wie gesagt, fair Oppositionspolitik feiern. Zu den politischen Themen, die wir konkret behandelt tun, also an erster Stelle die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise. Als ADR haben wir führende Wahlen die Situation gewiss so richtig angeschätzt und auch dafür vorrichtig gesucht. CSV ist mit dem Slogan an Wahlen gegangen, wir sollen, was Sarahs, lo, nicht nur die Wahlen. Und Sozialisten mit dem Slogan, ja zum Sozialstaat, ja zu den Sozialisten. Zukunft wird weisen, ob die zwei Slogans an die zwei Parteien halten, werden sie versprochen. Lo 3 bis 4 Monate nach der Wahl gesagt ist schon ganz klar, dass alles ähnlich präsentiert wird wie führende Wahlen. Zum Beispiel führende Wahlen, was Finanzpolitik anbelangt, als CSV umgegangen und so dank der Weitsicht von den CSV-Politikern stimmen so gut um. Wir haben Reserven, wir können uns Sachen leisten, die andere Länder sich nicht können leisten. Lützeburg als gut abgestellt. Führende Wahlen sind Steuererleichterungen gemäht gehen an der Höhe von 9% des Jahres. Checkservice sind angefordert gehen. Gehälter von Enseignants und von der Grundschule sind führende Wahlen dezidiert dann nur die Wahlen nächsten September angehört gehen. Leit können also viel demonstriert, wie gut es alles geht, trotz der Krise, und dürfen, wie gesagt, die Wahlslogan von der CSV mir so, was Sarahs, nicht nur die Wahlen. Lo no de Wahlen aber stellen wir fest, 2-3 Monate spät, als beim kein Geld mehr an den Fonds. Die Fonds sind idle. Das Staatsdefizit für das Jahr 2009 ist viel mehr groß, wie die führende Wahlen waren. Führende Wahlen hat Herr Juncker und Herr Frieden für das Jahr 2009 nach 14 führende Wahlen für 600.000 bis 700.000 Euro Defizit für das Jahr 2009 geschwätzt. DADR hat letztes Jahr bei der Debatte von der Lage von der Nation gesagt, dass wir 2009 dürften ein Defizit von 1,5 Milliarden machen. Heute stimmt die Zahl nach dem Depot vom Staatsbudget von 2010 zu 100%. Heute steht am Budget von 2009 am Rektifier rund 1,5 Milliarden Defizit. Wir haben für die Wahlen gesagt, fangen wir in 2010, für 2011 ein. Lo die Wahlen sieht CSVDP, fangen wir in 2010 ein. Für die Wahlen hat ADR gesagt, dass wir 2010 Maastricht-Kriterien nicht mehr geben erfüllen. Und lo die Wahlen gesteht die Regierung an, weil doch nicht mehr zu verhängen ist, dass wir die Maastricht-Kriterien nicht mehr erfüllen. Das will aber nicht heißen, dass die ADR dafür besser Finanzpolitiker hat wie die anderen Parteien oder dass man besser könnte rechnen. Nee, die Chiffren, die Fakten, die wir führende Wahlen genannt haben, das waren bekannte Chiffren. Das sind Chiffren, die sowohl an der Finanzkommission von der Chambre wie an der Spezialkommission, die für Krisenmanagement angesagt sind, als an den 2 Kommissionen sind die Chiffren immer genannt. Das ist also nicht, dass wir die Chiffren erfunden haben, sie wären also führende Wahlen bekannt. Und wir haben sie führende Wahlen genannt, die anderen haben sie nicht genannt. Wir stellen also fest, dass wir die führende Wahlen gesagt haben und dass die Leute, die gesagt haben am Slogan, wir so was vorrichtig das, nicht nur die Wahlen, wahrscheinlich in den nächsten Monaten müssen stark Korrekturen machen. Heute stellen wir also fest, dass Käse idle sind. Heute stellen wir fest, dass das, was CSV immer gesagt wird, dass dank ihrer Weitsicht an der Finanzpolitik wir besser verstehen wie andere, dass das nicht richtig ist. Resümiert kann ich also sagen, dass die Finanzpolitik von den letzten 20 Jahren so ausgesehen hat, 20 Jahre
Heichkonjunktur, 20 Jahre Rekord vom wirtschaftlichen Wachstum, 20 Jahre Rekordresetten, 20 Jahre Rekord und Plus-Valuen, Rekordüberschuss, 20 Jahre CSV-Finanzminister, und trotzdem stimmen wir an von dieser emoligen Situation nur 20 Jahre an Lofir der größte Wirtschafts- und Finanzkrise mit eidlen Käsen do. Das hat CSV vergessen, dLeit führende Wahlen zu sagen. Hat CSV vorricht führende Wahl gelohnt. Wieso klar nein. Lo auf einmal steht Land aufgefordert, eine Hand mit unzupacken. Tripartitparteien müssen mit Augen aufgehen, für Lösungen zu finden, für das Staatsdefizit zu decken. All einzelne Bürger sollen mit aufpacken, all Parteien sollen mit aufpacken. CSV und der LASAP haben aber aufgrund von ihren Wahlversprechen und aufgrund von ihren Wahlslogans ein massives Vertrauen von den Wählern ausgeschwat geht. Es ist eine starke Majorität. So einen klaren Auftrag vom Wähler kriegt, für das zu machen, was sie für die Wahlen versprochen. Sie haben für die Wahlen gesagt, wir sollen was sagen, als nicht nur sagen. Da sollen sie das machen. Aber wenn sie die Leute nicht gesagt haben, für die Wahlen, was sagen, da sollen sie bei den Leuten sagen, wir haben erst vorher nicht gesagt, die Finanzen sind mehr schlecht, wie man das für die Wahlen gelöst hat. Und dafür muss man als Regierung mehr Maßnahmen ergreifen, wie man der für die Wahlen angekündigt. Dann müssen sie da für die Leute kommen, dann müssen sie die Leute angestehen, dass die Slogan eine Wahl liegen lassen. Sie müssen mit der Wahl liegen leben. Können nicht nur nach der Wahl kommen, all die anderen Parteien, an Gewerkschaften, Patronatsorganisationen, all Bürger am Land müssen helfen, nur Lösungen sichern, für aus der Krise rauskommen. Sie stehen an der Responsabilität aufgrund von dem, was sie führenden Wahlen gesagt haben, und aufgrund von denen aussuchen sie ja auch ein massiv Vertrauen von den Wählern ausgeschwat kriegt. Wir hätten gerne von dieser Regierung, dass die Regierung dem Parlament, und zwar für die Budgetsdebatten, dem Parlament und dem Land klare Wein aschet. Wie die Finanzsituation aus. Klare Wein aschet nicht nur für 2010, mit der Regierung ein Plan pluriannuell über 5 Jahre auf das Staatsbudget aufstellt. Für euch nur zu sagen, wie klar die Regierung ist, wie den Budgets- und Finanzminister, den Herr Frieden, das Budget an der Chambre vorgestaltet hat, gesagt, sie geben einen Emprunt von 1,5 Milliarden für Defizite zu decken. Derselben Tag mittels an der Finanzkommission hat gesagt, sie geben uns aber das Gesetz 1,8 Milliarden schreiben, wenn sie nicht wissen, ob die 1,5 Milliarden geben durchgehen. Das ist also für Neues, ob mittels der Finanzkommission schon 300 Millionen mehr gesagt kriegt, für Neues an der Sitzung. Das ist nicht, dass sie geben abgeholt, mehr an das Gesetz geschrieben, für die unsere Trashkriete für sie abzuholen, für nicht einfach nicht gibt. Dabei sind nach Emprunt nicht abgeholt, wo die Regierung schon vom Parlament eine gesetzliche Basis, ein gesetzliches Recht hat, für sie abzuholen. Sodass also weit über 2 Milliarden die Regierung kann Schulden abholen, ohne dass dafür muss das Parlament nach einem zusätzlich gefordert mit Ausnahme von dem neuen Emprunt von 1,8 Milliarden. Wir wissen also gerne, wie die Staatsfinanzen über die 5 Jahre am Staatsbudget sich entwickeln. Wir wissen gerne, was die Regierung vorgesagt für Schulden abzuholen. Wir wissen gerne von der Regierung, wenn sie Schulden abhält, ob sie wie an der Vergangenheit just Zinsen zurückbezahlt, an Kapital nicht zurückbezahlt. Und da, wo alle Menschen von Nachhaltigkeit schwätzt, ob man an der Finanzen keine Nachhaltigkeitspolitik mischt, weil die Emprunts, die Haut dann gemäht gehen, die muss die nächste Generation dann zurückbezahlen, wenn das Regierung, so wie die letzte Regierung, Emprunt abhält, an nimmen Zinsen zurückbezahlt, an kein Kapital zurück. Aber wenn das Regierung misst, an der letzten Legislaturperiode schon auch Kapital zurückbezahlt hat, da wir letztes schon 2009 gibt nicht mehr die Kriterien für Maastricht erfüllen, wir nehmen just, weil wir auch kein Schuld zurückbezahlen, erfüllen wir dafür nach 2009 am Gesamtstaat Maastricht-Kriterien, aber nicht mehr schon am Zentralstaat.